Herr Willi. Das macht dann jedes Mal ganz fertig, so ein Sonntagsessen. Ja, warst du schwer oder was? Nein, nein. Brauchst du Alka-Seltzer? Nein, Hedi. Ich mag ja das gern, wenn es ein bisschen spannt um den Bauch herum. Das ist was Unvergleichliches, so ein Völlegefühl. Ja. Soll ich noch warten mit der Nachspeise? Was gibt's denn? Ein Tiramisu? Eine Überraschung. Ein Himbeerpudding? Geh weiter, einen Himbeerpudding, den haben wir da schon 10 Jahre nicht mehr gehabt. Also. Dann kann ich mir schon denken. Ein Muster Schokolade. Eine Creme Barbaroise. Was? Ein Creme Bavaro was? Eine Creme Barbaroise. Eine bayerische Creme halt. Was? Eine bayerische Creme? Das habe ich ja noch nie gehört. Was heißt eine bayerische Creme? Ich weiß auch nicht, warum das so heißt. Auf alle Fälle ist jetzt ganz groß im Kummer. Bayerische Creme? Naja. So, bitte sehr, Creme Barbaroise. Nach was riecht denn das? Nach Crumanière? Also, schmeckt tut's nicht schlecht. Okay. Jetzt kann ich das ja sagen. Was? An der Tiramisu habe ich mir schon ein bisschen einen Grausen gegessen gehabt. Ein Grausen? Aber du hast doch jetzt mal gesagt, was das gut ist, so ein Tiramisu. Und gerade gefressen hast. Weil du da so viel Arbeit gemacht hast damit und weil du mir jetzt mal so erwartungsvoll angeschaut hast. Also jetzt halt aber. Ich batzel da stundenlang umeinander mit der Tiramisu und du? Darum wollte ich auch nichts sagen. Ich sag's bloß jetzt, weil es jetzt mal was anderes gibt. Weißt du, das mit der Tiramisu, am Anfang war das was Großartiges. Aber mit der Zeit, Ja, hättest halt was gesagt, dann hätte ich mal wieder Mousse Schokolade gemacht. das wollte ich gerade vermeiden, weil an der Mousse Schokolade habe ich mir ja vor 2 Jahren schon abgegessen gehabt. Ja, jetzt wird's ja immer bunter. An der Mousse Schokolade hast du ja aber fressen. Aber das hast ja du nie gesagt. Eben weil es dann die Tiramisu gegeben hat. Aha. Also wenn ich das richtig verstehe, dann kann ich mir heute schon ausrechnen, wann du dir an der bayerischen Creme überfressen hast. Ja, da kann man sich genau ausrechnen. Der Reiz des Neuen reicht ungefähr für die ersten 5 Mal. Ein Jahr lang wird es mir nur ganz gut schmecken. Und nach ungefähr 1,5 Jahren ist es nur noch mit einem gewissen Widerwillen. So. Mit einem gewissen Widerwillen. Sauber. Ja. Warum wechselt denn alle 2 Jahre die Nachspeisenmode? Weil sich die ganze Welt wieder an der neuesten Nachspeise überfressen hat. Die ganze Welt. Meinst du, in Afrika fressen sie jetzt eine bayerische Creme? Du weißt genau, wie ich das meine. Dann bin ich mal gespannt, welche Nachspeise als nächstes Mode wird. Hedi, meinst du, es gibt irgendwann wieder mal eine Chance für einen ganz gewöhnlichen Himbeerpudding?